Adele singt hier Skyfall, den neuen Titelsong zum neuen Bond. Und wir haben uns als Hausaufgabe einen ziemlich alten Bond angeguckt. Radio Q. Jeder von euch bekommt eine Hausaufgabe. Die Filmhausaufgabe. Katharina, verrat uns schnell, wie der Titel heißt von dem Bond. Im Auftrag ihrer Majestät, in Englisch im Original, On Her Majesty's Secret Service. Genau, und er ist ziemlich alt, lass mich mal grob rechnen, 43 Jahre ist der Streifen alt. Man sieht's ihm auch an, ja, eigentlich in jeder Minute an. Taufrisch ist das Ding nicht, aber was mir sehr gefällt, Peter R. Hunt hat die Regie gemacht, der hat sich da meines Erachtens ziemlich viel Mühe mitgegeben. Das Ding ist halt ein typischer Bond und hat alles, was ein Bond so haben muss, sag ich jetzt mal als These vorweg. Ja, und ganz besonders bei dem Bond ist, dass George Lazenby ist der Bond-Darsteller und das ist auch das erste und einzige Mal, dass er Bond darstellt und so als direkter Nachfolger von Sean Connery hat er natürlich auch so ein bisschen ein schweres Los gezogen. Und ja, tritt ein ganz übles Erbe an und muss ich sagen, wird dem auch nicht unbedingt gerecht. Also vielleicht hat er deswegen gleich wieder aufgehört. Ja, es gibt ja zwei so One-Hit-Wonder, aber Wonder sind sie ja nicht. Einmal der Lazenby und dann gibt's da Timothy Dalton, glaube ich, der noch eine Runde schlimmer ist, finde ich, als George Lazenby als Bond. Die passen einfach nicht. Also man kennt sie auch jetzt hier nicht so doll wie zum Beispiel Roger Moore oder Sean Connery, die ja mehrere Teile gemacht haben. Aber das ist es nicht irgendwie. Der Dressman, der australische, der bringt's nicht so. Macht den Film aber nicht unbedingt komplett schlecht, finde ich. Nee, der Film ist auch sehr lang, überraschend lang, finde ich, für so einen alten Film aus den 60ern. 142 Minuten. Und es ist der 6. Film aus der Bond-Reihe. Und was mir super gut gefallen hat in dem Bond-Teil war das Bond-Auto, ein Aston Martin. Das sieht einfach schick aus. Es gibt aber auch den einen oder anderen Käfer, der durch die Gegend fährt. Kommen wir zur Handlung. Worum geht's in dem Bond? Also ganz zu Beginn rettet der Herr Bond Tracy, sein Bond-Girl, vor dem Selbstmord. Die ist erst total abweisend und total doof zu ihm und dann findet sie ihn doch richtig super. Und Bonds Auftrag ist es, einen Bösewicht natürlich aufzuspüren. Er gibt sich in dem Streifen als Genealoge aus, also als Ahnenforscher, und er soll halt dem Bösewicht Blofeld auf die Schliche kommen und der möchte sich so einen Adelstitel erschleichen, Comte de Bleuchamp heißt der, und das Identifizierungsmerkmal dieser Bleuchamps sind die nicht vorhandenen Ohrläppchen. Das ist übrigens ein Zeichen von nicht sonderlich netten Menschen, wie man im Volksmund so behauptet. Oh, ist das so? Ja. Also Bond unterstellt ihm ja auch, dass er sich die Ohrenläppchen nur abgeschnitten hatte. Das wird alles nicht aufgeklärt. Es hat auch so ein bisschen zwei Story-Ebenen, wie man gerade so ein bisschen gemerkt hat. Es geht dann einmal um die Tracy heißt sie, um das Mädel und dann natürlich diesen Bösewicht zu finden. Der Bösewicht, der braucht, glaube ich, aber locker eine Dreiviertelstunde, bis er das erste Mal auftaucht. Ja, der ganze Film braucht relativ lange. Also ich habe mir beim Gucken, um gleich mal zur Kritik zu kommen, komm hier, dann hören wir noch hier Herrn Fiener. Die Kritik. Schön. Machen wir das, kritisieren wir. Da habe ich mir an so vielen Stellen gedacht, ja gut, also das müsste man jetzt wirklich nicht hier so lang und breit und hier 10 Minuten nochmal den Skihang runterdödeln und dann nochmal hier schön Geschenkchen austeilen und nochmal ein paar Brüste von irgendwelchen Frauen zeigen. Also es zog sich schon sehr. Also ich will das, was du nur so ein bisschen gerade angerissen hast, nochmal mit Leben füllen. Also du hast natürlich recht. Ist von 69, damals hatten die Leute scheinbar wirklich einfach mehr Zeit. Da wird halt viel Landschaft gezeigt. Und man fragt sich schon das eine und das andere Mal, muss das jetzt noch so, ich hab's geschnallt, so nach dem Motto. Er macht halt viel ganz besonders deutlich. Was du am Schluss gesagt hast, finde ich großartig. Der erste Auftritt der Tracy, also des Bond-Girls, ist einfach so wie das größte Manko an dem Film, einfach, ich sag's mal, relativ sexistisch verpackt. Also man sieht einfach erst ein paar Brüste ins Bild laufen und gar nicht die ganze Schauspielerin, weil ihr Kopf von einer Lampe verdeckt wird und man hat da einfach ein entsprechendes Paar Brüste eine halbe Minute lang stehen, was ich schon... Ich kannte auch ihre Brüste besser als ihr Gesicht. Am Anfang ist das auf jeden Fall so. Und das ist auch, glaube ich, einer meiner größten Kritikpunkte. Obwohl ich sagen muss, für einen Bond ist es ein großartiger Bond geworden, wenn man mal von dem Hauptdarsteller absieht. Da ist alles drin, was Bond so ausmacht. Das Problem ist, Bond ist halt charakterisiert durch Sexismus pur. Ja? Frauen kommen da in der Regel nicht gut weg. Die Tracy kriegt erst vom Bond, dann noch von ihrem Papa mit der nicht nur flachen Hand, sondern auch der Faust ins Gesicht geschlagen, wenn sie mal aufmüpfig ist. Krass, also dass das auch so deutlich dargestellt wurde, muss ich sagen. Also
so, dass jetzt die Frau vielleicht nicht unbedingt so die übergeordneteste Rolle vielleicht hat, ist ja die eine Sache, aber dass sie tatsächlich die ganze Zeit geschlagen wird in dem Film und dann noch nicht mal so ein trauriger Bond kommt, der sich irgendwie vielleicht dafür schämt, das fand ich dann doch auch ein hartes Stück. Das muss halt sein. Die Frau hat zwar... Das war halt voll okay. Die macht sich zwar auch dadurch einzigartig, dass sie halt einen eigenen Kopf hat, aber dafür muss sie halt auch mal einen wegstecken. Und ihr Vater haut sie dann, also knockt sie quasi in den letzten 20 Minuten auch nochmal so richtig aus. Das fand ich ein bisschen krass. Zweite, ich sag mal, heutzutage nicht so repräsentative Szene ist, es ist irgendwo ganz viele Mädels in diesem Institut und sie alle sitzen beim Essen und die ganzen Mädels kommen aus verschiedenen Erdkreisen, aus verschiedenen Ländern. Man sieht das optisch so ein bisschen, aber es wird dann ganz klar gemacht an den Essen, weil jedes Essen wird von oben nochmal gefilmt, ein paar Sekunden lang. Man sieht also, was jede einzelne Nation da isst. Und bei den ersten ist es ganz okay. Das sind dann irgendwie Briten und Deutsche und die essen Kartoffeln und was weiß ich. Relativ normale Dinge. Auffiel es dann bei der Inderin, die dann so ein Pita-Brot nur so ein trockenes isst, ohne alles. Die haben kein Gemüse dort. Nee, genau. Dann kommt eine Japanerin, die isst natürlich eine Schüssel Reis. Und ein bisschen sauer aufgestoßen ist mir dann, dass die einzige schwarze Schauspielerin dann Bananen isst. Oh nein. Weiß ich nicht. Das habe ich Gott sei Dank übersehen. Ob man das so machen muss. Also ich glaube, heutzutage dürfte man sich das auf jeden Fall nicht mehr leisten. Nichtsdestotrotz finde ich, das gehört irgendwie dazu zu Bond. Also ich habe ihn auch, ist einer meiner ersten Bonds, die ich gesehen habe früher in jungen Jahren. Ich mag das ja eigentlich, obwohl das mit den Bananen schon ein bisschen krass war. Ja, ich finde das eigentlich auch gut, also für Bond ist es halt typisch und vor allem, dass Bond auch diese totale Verführerrolle einnimmt, wie in allen anderen Filmen auch, und das ist auch da wieder sehr überspitzt, also er hat ja da diese vielen verschiedenen Mädels und er reißt halt alle mit dem gleichen Spruch auf. Stimmt, auch sehr cool, ja, das wird auch explizit gezeigt, er sagt auch zweimal wirklich komplett fast den gleichen Spruch und reißt sie dann im Stundentakt, diese Mädels dann in diesem Institut auf. Das Fazit. Nichtsdestotrotz, es ist ein Bond-Film. Ich hatte nichts anderes erwartet und beim zweiten Mal nochmal gucken, es ist einer der Bonds, der mich am meisten berührt hat, sagen wir mal so. Und wir haben uns darauf geeinigt, der Film ist paar 40 Jahre alt. Wir dürfen da ein bisschen spoilern und das liegt unter anderem auch an den Tabubrüchen, sag ich mal, die begangen werden. Da ist Nummer 1, James Bond wirft zunächst erstmal seinen Job hin, was ich schon unglaublich krass fand. Er kündigt einfach mal. Moneypenny rettet ihn natürlich. Das Ganze, ne? Also er kündigt nicht wirklich, aber er will natürlich kündigen, fand ich in den ersten Schockmoment. Dann verliebt Bond sich. Ja, nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. Die heiraten sogar. Völlig krass, genau. In den letzten paar Minuten da wird war ich dann auch noch geheiratet überrascht. Und in Weiß und so. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Bond heiraten wie. Und ich dachte auch tatsächlich erst, das wäre jetzt alles nur ein Fake und Bond springt gleich mit dem Fallschirm irgendwo die Klippe runter. Ist aber nicht so. Wer nochmal wiederkommt, ist der totgeglaubte Bösewicht und daran hat dann Tracy zu leiden. Ich habe versprochen, ich spoiler das Ding. Seine Frau wird natürlich auch erschossen. Also Bond ist am Schluss dann nicht mehr verheiratet. Aber es ist ein ziemlich trauriges Ende für einen Bond-Film. Ich fand es sehr bewegend. Und sonst könnte er nicht Verführer sein, später noch, wenn er noch die Ehefrau hätte. Genau, das läuft halt nicht. Also irgendwie, man ist 5 bis 10 Minuten lang sehr verwirrt an der Szene und ja, das ist natürlich quasi eigentlich der einzige Ausweg. So, wir müssen zu Punkten kommen, bevor die Zeit hier zu Ende ist. Und ich würde sagen, dieser Bond kriegt auf jeden Fall ein paar Abzüge wegen seines Hauptdarstellers. Aber es ist auf jeden Fall storymäßig und auch überhaupt von der Regie und auch kameramäßig für 1969 einer der besseren Bonds. Kann es auf jeden Fall mit allen aktuellen aufnehmen und ich gebe ihm 7 Punkte. Also ich muss auch sagen, jetzt so im Nachhinein wirkt er bei mir noch ein bisschen positiv nach. Beim Gucken war ich noch nicht so ganz begeistert, aber ich glaube, ich kann mich auch auf 7 Punkte sehr gut einigen, der einfach sehenswert ist.